Das Gesetz sind Konsequenzen für Konventionen, die die Regierung mit 6 Religionsgemeinschaften den 26. Januar 2015 unterschrieben hat. Durch das Gesetz gehen Teile von diesen Konventionen umgesetzt. Wir hatten noch in der Vergangenheit schon Konventionen, dass wir durchgeschwert gehen von 91. Die Konventionen sind auch Jean Asselborn-Konventionen damals genannt, weil viele Leute überrascht waren, dass der Hauptmann in der Chamber von der LSAP Anfang führend war bei den Konventionen. Und der DDR hat an all den Jahren, ich komme nur darauf zurück, nie Konventionen zugestimmt. Die Konventionen, die man bislang hatte, waren mit der katholischen Kirche, der israelitischen, der anglikanischen, orthodoxen, der protestantischen, Neujahrslodeskier, dadurch mit der musulmanischen Kommunität eine Konvention geschlossen ist. Der Herr Rapporteur hat für die gesagt, dass es dann von dem Prinzip wird, dass die Religionen, die europaweit unerkannt wären, dass mit denen der Lützburger Staat auch Konventionen machen. Ich will just daran erinnern, dass Scientologen unerkannt sind an England, an Portugal, an Spanien, an Slowenien, Kroatien, an Ungarn. An andere Werte, wenn die also einen Demand machen, gibt laut der Logik vom Rapporteur auch als Lützburg eine Konvention mit denen gemäht gehen. Wäre ja erlaubt, dass der Rapporteur eine Bemerkung oder Präzision ja, ganz gern. Ja, ich wollte just präzisieren, ich habe nicht so gesagt, und ich habe gesagt, dass eine Motion vom 18. Juni 91 ja in der Chambre unanim gestimmt hat, dass genau die Sachen da festhält. Wie sie sollen, da sind eine Motion, die ja in der Chambre unanim gestimmt hat. Wenn man dazu Kenntnis hat, also aufgrund von der Motion, die damals von hier in der Chambre gestimmt hat, dass das unanim, muss man dann nur gucken, wie das genau war. So kann er mal an Bedrängnis kommen, ich will das aber richtig als richtig. Also ich meine, was der Kollege Stelles gesagt hat, kann ich nicht falsch machen, aber wenn es richtig ist, dann muss ich ihn doch akzeptieren. Wie sind die Konventionen hier zustande gekommen? Ich meine, das aufgrund von der Regierungserklärung, wo die neue Regierung festgehalten hat, in Richtung von Trennung von Kirche und Staat zu gehen. Mit muss ich aber die ganzen Diskussionen hier mit den Konventionen, mit dem Verhandeln von den Konventionen an den Kontext setzen vom Referendum vom 7. Juni letztes Jahr, wo 4 Frauen am Anfang durchstimmen. Speziell am Zusammenhang mit der 4. Frau muss die Konventionen gesehen, wo am Anfang proposiert war von der Regierung, dass neben den 3 Frauen, die zur Abstimmung kommen sind, ein Feiert war, wo am Anfang gefragt ging, als unterstützt die Idee, dass der Staat nicht mehr die Obligation hat, Gehälter an Pensionen von unerkannten Kulten zu überholen. Mit dieser 4. Frau sind am Anfang die Religionsgemeinschaften, vor allem katholische Kirche, es gibt nicht so, wie der Kollege Roth gesagt, einen Druck ausgeübt hat, aber sie sind regelrecht erpresst gehen. Die Chambre wusste, dass Gambia wusste, dass die Religionen oder die katholische Kirche nicht froh waren mit dieser Frau, und vor allem auch nicht die Frau beim Referendum wusste, Gestalt kriegen. Es kann ihnen also so, dass das vielleicht ein cleverer Schachzug war von der Gambia, für die froh, mal das Referendum mal ranzubringen, wissen, dass es sich dann wahrscheinlich viel mehr leicht verhandeln lässt mit der katholischen Kirche, wie wenn die Frau nicht am Raum stund. Haut gewiss so wann die Frau gestaltet wird, die vielleicht gern Gestalt gehabt hätten hier im Land, wo in weiß, dass die alle 3 Frauen mit 80% quasi mit Nee beantwortet zu gehen, sind wir überzeugt, dass die heute froh, zwar dann nicht mit Nee, mehr mit Ja beantwortet gehen, vielleicht kein 80% mehr, eine Majorität. Wir tun nur sehen,
immer mehr gescheit. Am Vieraus fußt Schütterin, in jedem Fall kein. Für das also die Feiert froh gestracht ginas, und Religionsgemeinschaften müssten das Konvention unterschreiben. Aber nicht nehmen Gemeinschaften von den Religionen müssten unterschreiben, mir auch als Kollegen von der CSV müssten den Akt machen. Und zwar, sie müssten Erdkonventionen unterschrieben gesehen, weil Konventionen sind den 26. Januar unterschrieben gehen, 5 Tage für die Runheit an der Chambre eine Resolution zustimmen. Eine Resolution, die bannend 40 Stunden zwischen der Regierung und der CSV ausgehandelt geht, weil wir ja in einem Zeitdruck stungen, einen Zeitdruck, was Prozedur für das Referendum anbelangt, hat ein Gesetz gestimmt gehen, und für das die Lehre konnte respektiert, gestungen wir in einen Zeitdruck, und dafür mussten die Resolution kurzfristig ausgehandelt gehen zwischen der Regierung und der CSV, und das den 21. Januar in der Chambre gestimmt geht, auf 5 Tage noch, den 26. Januar, sind Konventionen mit den Kirchen unterschrieben gehen. Mit der Resolution, die da der nicht mitgestimmt hat, an Kollegen von der Linken und so nicht mitgestimmt, die Resolution hat es aber an sich. Und da wollte ich am Anfang auch mengen, dass eine gewisse Kontradiktion zu dem besteht, was der Kollege Gilles Roth mit den Hai am Anfang gesagt hat. Von am Anfang gesagt hat, in Artikel 106 von unserer aktuellen Konstitution, dass wir am Anfang eine Konsequenz vom Konkordat, wo am Anfang Kirchen auch zum Teil entegend gesehen, und auf der anderen Seite der Staat durch Engagement geholt gehabt hat, für dann eben Gehälter und Pensionen von den Pastoren zu überholen. Der Kollege Gilles Roth hat ganz viel vom Artikel 106 geschwärzt, es muss ich aber so, dass an der Resolution CSV damit auferstanden war, dass den Artikel 106 an der Verfassung ersatzlos gestracht wird. De ne pas reprendre l'article 106 actuel de la Constitution dans le cours du texte de la proposition de révision de la Constitution. Also ersatzlos, weil an dem neuen Text, die soll an Platz kommen, du hast von der Neutralität vom Staat geschwärzt geben, das von der Separation vom Staat an die religiöse Kommunität geschwärzt geben, und das gesucht gehen, dass die Relation zwischen dem Staat an der Gemenge, an der Staat, an der Kirchen, gif über Konventionen verhandelt gehen, mit das nicht mehr an dem neuen Text geschwärzt gehen, dass der Staat auch Gift, Gehälter an Pensionen von den Pastoren überholen. Das also als nicht nehmen Kirchen erpresst gehen, mir auch CSV als mit erpresst gehen, und heute müssten in der Chambre die Resolution stimmen, die Regierung berät war 5 Tage spät mit den Gemeinschaften diesen Resolutionen oder die Konventionen zu unterschreiben. Herr Giberian, da erlaubt, dass den Herr Roth eine Präzision gibt. Herr Präsident, ist schon heute die beste Zeit für meine Auer lebt. Also, Herr Giberian, wir sind ja nicht immer divergent der Meinung, ich will das aber just meine Schei klarstellen. Das Problem für CSV als folgende. Wir haben heute den Artikel 106, so wie Lohner an der Verfassung steht. CSV, ihre Position, an die haben wir seinerzeit auch ausgelegt, dass sie mir gesagt haben, mit den 106, die muss geändert gehen, für das Projekt de loi können gestimmt gehen. Und ich meine, die Regierungsparteien wären auch ziemlich derselbe der Meinung, weil sonst hätten sie ja nicht die Leute praktisch dieselbe Libelle von dem 106 an das Referendum dran gesetzt. Das sind sie auch die Unterschiede. Also, da ist das Raisonnement schon mänglich kohärent. Es gibt zwar Mengen, dass er längst die ganze Zeit plädiert hat, aber ich habe es auf Artikel 106 behauptet, für Argumentation zu untermauern. Anders sieht aber damit auferstanden, dass Artikel 106 ersatzlos gestraft wird. Ersatzlos gestraft wird, weil am neuen Artikel, den an der Resolution nun steht, nicht mehr drauf, für Bezahlen, für Gehälter, Pensionen, wo der Narko gehen. Dafür muss eigentlich auch Argumentation relativieren.
Herr Präsident, das wat von Anfang wesentlich ist, dass das Konventionen eine Erpressung zustande kommen sind. An eine Regierung, die ihre Verhandlungspartner muss erpressen, für zu einem Resultat zu kommen, der Regierung die Argumente muss schwach sein. Und muss sich auch den Wert von so einer Konvention vorstellen, die in einer Erpressung zustande kommen muss. Am Droit Zivil wird klar, wann nachweisbar ein Akt gemäht wird, wo erpresst wird, dann Gift geklot gehen, und wird nachweisbar, dass den erpresst wir so ein Akt ungültig. Politik tickt aber nur mal eben ernst. Und da scheint es dann normal zu sein, das kann erpresst gehen. Eine weitere Frage, die sich stellt, dass mit wem die Regierung verhandelt wird. Sie hat wohl mit den Hauptleuten von den einzelnen Religionsgemeinschaften verhandelt, mir ob die aber das Recht hatten, an ein Mandat hatten, für können zu verhandeln, da das nicht geklärt ging. Das bei der katholischen Kirche nicht geklärt ging, ob der Bischof Recht hat, am Namen von den Kirchenfabriken zu fahren, das hat noch nicht geklärt. Das auch nicht bei der protestantischen oder orthodoxen Kirche geguckt gehen, ob die Pluralität von ihren einzelnen Religionen Rechnung gedrohen hat. Auch das ist alles nicht geklärt gehen. Herr Präsident, da der hat in der Vergangenheit keine Konventionen zugestimmt, aber wie gesagt, wir werden auch dafür haut dieser Konvention nicht zustimmen. Da der ist für eine Trennung von Kirche und Staat, und ich war am Anfang überrascht, dass der Rapport verbessert mich noch vielleicht drin, für den auch gesagt hat drei wir keine Trennung von Kirche und Staat. Am Respekt aber sieht da der nicht die Trennung geholt gehen. Am Respekt von der Arbeit von der Religionsgemeinschaften, die an der Vergangenheit an unserer Gesellschaft gelegt wird, und auch am Respekt von dem, was sie an der Zukunft an unserer Gesellschaft nach müssen leisten. Da der heute proposiert, dass die Finanzierung soll machen, der müsste zur Konklusion kommen. Schon ja schon 2 Minuten. Ja, gut, Herr Präsident, da kommt man zu kommen. Das ist kein Problem, Herr Präsident. Da der aus der Meinung, dass den soll Finanzierung über das Autopermile machen. Das heißt, das schon das schon Purmung, darüber kann ich mich mir kurz fassen, wo jeder Einzelnen bei seiner Steuererklärung deklariert, was für Religionen sein Promille will zukommen lassen, oder was für eine Kirche, oder auch keine Kirche. Und da gehen die Suchen auf sozialen Zweck. Das wird keine Steuererhebung, und dann hat jeder die Möglichkeit, eine Kirche zu finanzieren, oder auch nicht, an der Kirche. Mit diesem System behalten wir die Diskussion weiter über die Finanzierung, aber wenn ein Tageblatt von Haut liest, die haben eine große Abmachung gemacht, von so auch an Zukunft geht die Finanzierung von den Pastoren an den Kirchen weiterhin da. Wir behalten also die Diskussion, weil wir nicht die Courage hatten, eine regelrechte Finanzierung zu machen, was auch dann gerecht gewesen wäre, und das hier auch ein Encouragement gewesen für die Kirche gewesen, für dann ein gut Arbeit zu machen, dann hätten so viele Leute, die hintergiffen, suchen zukommen lassen. Aber wie gesagt, wir werden diese Konventionen an diesem Sinn nicht stimmen.